Instrumentstimme. Jetzt können wir gerade anfangen. Ja, das machen wir jetzt mit den Fingern. Herzlich willkommen zu dem Let's Play hier auf dem O-Channel. Danke, dass ihr eingeschaltet habt nach so langer Zeit. Es wird mal Zeit, dass hier ein Inhalt draufkommt. Und ich denke, zum Anfangen geht es darum, dass wir eine ferne Zukunft der Menschheit in einem ewigen Kampf ist gegen Weltraumkatzen. Und dann es auch Wing Commander 1990 Origin von Chris Roberts. Yes! Aber wir gehen weiter zum Spiel, so toll der Sound auch tönt. Und wir sehen es geht gerade los, gerade zum... Ja! Was war das? Game over. Der Name nie gegeben. Gut, wir wissen ja alle, wie der Hauptcharakter von Wing Commander heisst. Blue Hair! Na, da kommt Blair. Das Callsign, das er in den Büchern hat, ist Maverick, aber Maverick, so doof. Und, Maniac hat mehr Punkte als mir. Das ist ja nicht zum Glauben. Also sehen wir für 1990 wahnsinnig modernes Spiel. Alles schöne Grafik hier, schön ausgeschafft. Hier der Paladin ist am Saufen wie blöd. Und den Angel am Daten aufnehmen. Und hier das Shotglass, mit dem reden wir gleich mal zuerst. Oh, belly up my friend. And take a load off. Mach's dir nur gemütlich, mein Freund. Ich sehe, es ist sicher ihr. Ist alles grün geschrieben. Kann ich jetzt ein ihr imitieren? Ich glaube nicht. Nein, das klappt nicht. Das klappt überhaupt nicht. Fall. Sagt er uns nur, dass er selber ein Pilot ist und dass das heute nicht mehr so ist. Schade. Und er wird mehr mit uns reden, wenn wir unseren Dienst durch haben. Dann reden wir mal mit dem Paladin. Sali Kätzli, nimm den Platz. Ich bin's, der Harry Hassler. Man sagt mir auch Paladin. Und wohnen tue ich in Schwammendingen. Also, nicht so gerne sieht es aus. Ich erinnere mich noch daran, wo ich einmal, gerade als Leutnant, so wie du, gell, Schätzli? Ja, da sind wir Patrouille geflogen im Anker-System. 4. Planet von dem System. Und da sind die 4 Kilrati-Salti rausgekommen. Gell? Unglaublich. Was ist der Punkt? Ne, Monsieur? Es gibt doch einen, oder? Ich hab gedacht, an dem Tag habe ich gelernt, das Salti allwes nach links geht. Nach links, Schätzli. Aber mit so einem ist halt nicht so ein geiler Klapf, der Salti. Seine Maschinen sind so angeordnet, dass er nur nach links kann gehen. Also, immer nach links schauen, wenn man gegen Saltis kämpft. Das ist die richtige Idee, sie ihre wegbrechenden Werte machen. Interessante Sache, Harry Hassler. Seht ihr, im Menschen sind ihr Dialekt noch nicht so drin. Bonjour, Leutnant! Was? Du bist Eule genannt, Scheiße, ist das schlecht. Ich bin gerade am Durchschauen, wie die Nummern sind von der Kilrati, die mir hier so begegnen. Oui, ich würde sagen, das sind vor allem die Rautis, die man hier am meisten sieht. Das sind wirklich ganz Standard-Jäger-Rautis. Die sieht man auch im Wing Commander 3. Braucht 1,4 Raketen. Man kann keine Zehntel-Raketen abschiessen in diesem Spiel, das ist ein bisschen schade. Aber es braucht nur 7 direkte Laserhits, um so ein Schiff zu zerstören. Danke. Ich hoffe, dass die Informationen uns helfen. Und ich hoffe, dass du nicht im 3. Teil von dem Spiel auf einer Geheimmission auf dem Planeten von der Kilras gefangen wirst und schließlich von einer Katze mit ihren Krallen getötet wirst. Es wäre schrecklich, wenn das passiert. Was tropft da? Hey. Schauen wir mal unsere Medaillen an. So. Hier. Jetzt sieht man nicht viel. Wirklich noch nicht. Gehen wir weiter. Der Ueli Maurer.
Der Ueli Maurer erzählt uns, was es gibt. Es gibt einen Haufen zu tun. Tigers Klauen ist aus dem Jump Space rausgekommen. Am 5. Und das blaue Teufelsschwadron hat geschaut, was es so gibt. Und die Anfänger, die werden jetzt mit erfahrenen Piloten zusammenfliegen. Für die beste Armee der Welt. Und die Anfänger werden Führung übernehmen, damit sie das lernen. Und ich da und du all bist ein Alpha Wing mit der Spirit als Wingman. Sie ist ein ziemlich guter Pilot. Auch wenn sie ziemlich ruhig erscheint. Also, du bist der Chef, aber wenn sie redet, los ist zu. Ist verstanden? Verstanden! Ausführen, sehr gut. Okay, und hier ist der Plan, wo das durchgeht. Punkt 1, dann durch die Asteroiden zum Punkt 2. Oh, zum Punkt 3. Das ist immer so. Also. Ja, und am Schluss müssen wir nochmal durch ein kleines Asteroidenfeld zurück zu Tigers Claw. Jetzt irgendwelche Fragen. Ja, Commander, was ist, wenn wir Gegner treffen? Stellen einen guten, schönen Gruß und wenn es nicht zu viele sind, zerstören sie. So, als nächstes rede ich über den Betwing und den Blue Hair lässt nicht mehr zu. Der Blair. Und es geht los. Ueli Maurer rinnt uns nochmal dran, dass es kein Trainingssim ist. Dass wenn man getötet wird, dann ist man dann auch tot. Passiert halt manchmal. So, Squadron ist dismissed. Danke. Ist das eine schöne Grafik. Ja, wie viel Mühe das war, diese damalige Cup-Möglichkeit, das so herzustellen. Und wenn wir uns den Fighter anschauen, und ich kann wirklich in alle Richtungen schauen, da sind sogar Dings, Kollege. Hier sehen wir die Rückenlehne von uns und Tigers Claw immer kleiner wird. Und hier. Schöne Grafikpixels. Ja, no, aber in dem Spiel braucht man die Ansicht, so schläft gar nicht. Jetzt schauen wir weiter. Und was passiert? Ah, shit, wir werden abgefangen. Wir werden abgefangen. Von 3 Punkten. Jetzt haben wir gerade Raketen auf die. Sparsam. Ha! Das ist schon der erste vernichtet. Oh, ich muss wegziehen, weil ich habe viel Schaden von mir genommen. Oh, shit. So, komm, du musst zurück, Spirit. Shit, C. Ah, jetzt hast du einen vernichtet. Den ich will vernichten. Ah, so. Spirit. Form on my wing, Spirit. Ah, jetzt müssen wir nicht noch in die Schussbahn reinfliegen. Eieiei, ist das ein Brust. Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil, wenn man Wingman hat. Die nehmen dann die Kills weg. Ah, und jetzt können wir das. Ja, das ist nicht gut gewesen. Jetzt habe ich für nichts eine Rakete verballert. Genau. Das ist ja gleich. Haben alle Gegner vernichtet. Geht's weiter zum nächsten. Ah, wir sind schon recht nah. An dem Waypoint. Fliegen wir zu dem Waypoint. Okay. Und wenn ich mich recht erinnert habe, in den nächsten Wegpunkt mit den Asteroiden rein. Sie nehmen ein bisschen Geschwindigkeit weg. Und wenn ich da probiere, nicht mit den Asteroiden zusammen zu krachen. Das gehört mit zum Schweren in dem Level. Oh! Oh! Scheiße. Ah, ich sollte nicht so viel fluchen. Aber das ist Wing Commander, das ist Spiel beim Gamen. Dann flucht man halt einfach, wenn man aufschnürt. Bin ich auch ein bisschen wahnsinnig. Das ist schon knapp gewesen. Hello.
Genau. Ja, wenn wir gefragt haben, was das ganze letzte Jahr gemacht hat, dass ich nicht vorgekommen bin. Ich habe neben dem, was mir immer so zu tun hat, einen kleinen Wahlkampf gehabt. Ich habe nicht gewonnen. Das heisst, ich habe wieder... ja, schon allein von dem her hätte ich wieder Zeit. Aber so wahnsinnig viel Zeit hat man halt gleich nicht als Student im letzten Jahr. Und dann war dann noch Barcraft gewesen, Barcraft Zürich. Wir haben 8 Barcrafts in Zürich machen. Und ich bin glaube durch Asteroiden-Stings durch. Und jetzt sind wir im Verein nicht eingetragen, aber jetzt sind wir im offiziellen Verein. Das heisst, das ist in trockenen Tüchern mit der Barcraft Zürich. Weiterhin Barcraft Zürich gehen. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Aber hier kommt unser nächster Gegner. Und was ist es? Ein Rowdy. Das sind die nach links wegdreht. Ich denke, dass ich vorne nichts aushalte. Okay, das war ein Treffer hinten. Scheiße. Oh! Ah, ich glaube, ich habe meinen Weg verloren. Shit. Okay, da ist noch eine. Ei. Wo bist du? Okay. Oh, ich glaube, mein Dings ist ausgefallen, im Funk, was sehr schlecht ist. Guck mal, wie viel hält das Viech aus? Yes! Oh. Schwer beschädigt. Never mind. Okay, und jetzt müssen wir nochmal durch ein kleines Asteroidenfeld durch. Ich muss die Geschwindigkeit zurücknehmen. Okay. Oh, dann kommen jetzt keine viele Asteroiden. Und ich glaube, ich kann hier auch keinen Treffer mehr riskieren. Ja. Schön weit aussen rum. Nicht schnell. Ja, ich muss nicht die 30.000 Kilometer fliegen, die da unten rechts stehen. Weil ich bin, glaube ich, gleich mal aus dem Asteroidenfeld draussen. Sehr gut, ich bin draussen. Und jetzt nur noch ein bisschen wegfliegen. Ja, auf jeden Fall habe ich vor, jetzt wieder ein bisschen mehr Let's Plays. Und sobald ich ein paar Replays von Heart of the Swarm gefunden habe, dort wieder Podcasts machen. Ja, ich bin schon in Beta drin, schon länger. Unterdessen ist Beta-Keys auch nicht mehr so schwer zu kriegen. Aber es hat schon seine Benefits mit der Barcraft zu tun zu haben. Ja, ich hoffe, euch hat das so viel Spaß gemacht wie mir. Und jetzt hoffen wir, dass das Landen funktioniert. Ah, sehr gut. Puh. Ich habe die erste Mission überlebt. Yes. Schwer beschädigend. Dass nur die erste war. Und man sieht das Schadenmodell. Da rechts. Links. Leck, ist alles kaputt. Ja, es ist ein bisschen heiß geworden draussen. Stimmt schon. Und? Mission Debriefing? Was meint der Ueli Moore? Ah! Sieht so aus, als ob man überlebt hätte. Eule! Sehr gut. Ja, er ist ein sehr fähiger Pilot, Commander. Ich drückt sie. Ja, ich weiss immer noch nicht, was ein Spirit für eine Stimme soll geben. Mit Deutsch. Ah, wir sind echt gut geflogen. Sehr gut. Jetzt tun wir die Mission nochmal durchgehen.
Also, let's go over the mission report. Haha. Urlang. Du hast 4 von den Killtülen und ja, eine für Spirit. Ist halt nicht anders gegangen. Ja, aber das sieht so aus, als wäre das Mission gewesen hier für heute. Ich hoffe, es hat so viel Spaß gemacht für mir. Und wir sehen uns hoffentlich bald, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander hier auf SC200 auf dem YouTube-Channel.